SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Ja, und so wird es eh nicht. SRF bei den Leuten schickt ein junges Paar auf ein Abenteuer. So körperlich anstrengend ist das schon. Ihre Aufgabe: 8 Tage in der Wildnis überleben. Und ich spüre da unter meine Füße jetzt. Das Ganze wird überwacht vom Survival-Profi Mike Zuber. Jetzt haben wir Leute, die keinen Plan haben und die sich auf ein grosses Abenteuer eingeladen haben. Wenn sie die 8 Tage überstehen, gewinnen sie ein Wellness-Wochenende in den Schweizer Bergen. Wenn es geschafft hat. Fast. Das ist SRF bei den Leuten. Abenteuer Wildnis mit dem Team Napf. In Lautern im Napfgebiet startet Francesca und der Pasquale aus dem Kanton Aargau ins Abenteuer Wildnis. Ohne grosse Survival-Skills im Gepäck. Auch bei Weltreise gemacht, hier? Man denkt, wo sind wir gelandet? Die Häuser sind immer weniger geworden. Ja, ich war tatsächlich noch nie da. Ich auch nicht. Ich kenne es nicht. Das sagt man gar nicht. Danke. Danke. Abenteuer Wildnis. Dann wir mal schauen. Liebe Francesca, lieber Pasquale, bitte begebt euch unverzüglich zu Fuß an den in der Karte markierten Punkt. Luthern, das sind wir jetzt. Also ich hätte jetzt gesagt, wir müssen hier rauf. Genau so. Bei Gummen links ab. Ja, dann laufen wir mal los. Schauen, was da kommt. Die beiden sind übrigens eines von 3 Teams, die sich aufs Abenteuer Wildnis einlösen. Für sie geht es 2 Stunden ob sie bis zum ersten Tagesziel. Aber ich denke, es wird sicher streng. Aber auch Körperlich wie auch psychisch. Aber ich denke, es ist eine coole Challenge, um mal zu schauen, wie weit man gehen kann. Ja. Mit sich selber und mit uns. Darf man einen Schluck trinken? Ja, komm, Richtig du kannst schon gut. trinken, das ist nicht so tragisch. Oh, schau mal. Wir sind gerade würden sie im Brunnen hineingehen. Dass es halt länger geht, bis man Wasser findet, das macht mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Oder halt auch, wenn es Wasser hat, dass es trinkbar ist. Das ist noch die andere Frage. Mal schau, der Grabentisch. Ganz ohne Unterstützung sind sie nicht. Hallo miteinander. Der Mike hat Hilfsmittel zur Auswahl. Dann dürften wir jetzt eigentlich 3 Sachen auslesen. Sehe ich das richtig? Genau. Zu eurer Auswahl steht zur Verfügung ein Wasserfilter. Das ist Wasserfilter mit der Flasche. Das wäre eins. Das andere wäre etwas schön flauschiges warm an die Decke. Wiederum ein Dach, also eine Plache. Ihr hättet 1 Kilo Reis. Etwas zum Dessert an Schoki. Die Stirnlampe für Licht in der Nacht. 10 Meter Schnur zum Basteln. Da wäre der Feuerstall, falls es kühl wird, zum Feuern. Das Messer wäre eine Möglichkeit zum Basteln, Schnitzen und sonst. Der gute Start im Morgen mit dem Kaffee. 1 Kilo Nüdeli für genug Energie und zum das Ganze tragen den Rucksack. Was meinst du? Ich hätte jetzt, glaube ich, den Feuerstein genommen. Plus? Da könntest du auch warm geben, es würde die Decke ersetzen, es würde das Licht ersetzen. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ein Messer wäre schon noch Das gut. sowieso. Also das Messer nehmen wir fix, oder? Ja. Das Messer finde ich den Teil, den man weglassen könnte. Das ist das, was die allermeisten Leute verschätzen. Was irgendwie auch verdammt geil wäre, wäre das Reis. Das lacht mich eben auch so als Kino. Das würde irgendwie so voll recht lang haben, habe ich das Gefühl, dass es so aufgeht und stopft. Wir nennen das Reis auch noch. Bin ich dabei? Machen wir. Ja, voll. Das heisst, die Entscheidung ist fix in diesem Fall. Es geht um das Kilo Reis, den Feuerstahl und das Messer. Ja. Ciao zusammen. Ciao, danke. Die erste Nacht ist auch die letzte Nacht mit einem richtigen Dach über dem Kopf.
Morgen Morgen geht es in die Wildnis. Liebe Francesca, lieber Pasquale, in der beiliegenden Karte ist das Gebiet markiert, wo ihr die nächsten Tage wohnen dürft. Innerhalb von diesem Gebiet dürft ihr euch frei bewegen. Wo ihr euren Schlafplatz baut, ist euch überlassen. Da hat es einen grünen und einen roten Punkt. Karten lesen ist eine Herausforderung. Aufhören mit Rauchen eine ganz andere. Eine letzte Ziege hätte Pasquale noch vom Hüttenwart schnurren. Das Thema Sucht begleitet Pasquale schon ganz lange. So, ich bin mich am Verabschieden. Ja. Die letzte. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, es wird schon auch einen harten Moment geben. Und man denkt, ach, was mache ich da? Aber ich denke, es wird auch gut tun. Weil Wachstum findet nicht in der Komfortzone statt. Ja, das ist so. Mit leichtem Gepäck marschieren die beiden los. Bis dorthin, wo sie ihr Biwak aufstellen können, sind es etwa 13 Kilometer. Ich weiss noch früher, als ich noch klein war. Ja, der Till hat es nicht. So weit ist es nicht mehr. Das ist der Grün. Ja. Ja, wir probieren es doch mal. Wir haben ja Zeit, oder? Ich lasse viel einfach aufs Bauchgefühl. Welche Richtung? Bis jetzt bin ich immer gut gefahren. So. Ja, voll. Und sonst läuft man halt mal falsch, dann müssen wir halt wieder umkehren. Ja, das ist dann halt selber schuld. Ja. Dürre Schwendewald. Dürre Schwendewald. Was geht's? Nein, wir gehen doch da. Und dann müssten wir irgendwann wieder eine Straße kreuzen. Die Straße rechts. Die Straße da sehe ich einfach nicht. Jetzt kommen wir wieder in die gleiche Unsicherheit wie das erste Mal. Nein, das könnte eigentlich schon mal sein. Karten lesen können wir auch nicht, Mal. wie man merkt. Können wir schon. Ja, das ist doch ein bisschen grün. Ja, du bist auch ein bisschen grün, das ist blau. Okay, komm, wir laufen jetzt einfach noch. Auf diesem Baumstand sind wir schon gehockt, weil die Kappe können ich nämlich. Ja, Jetzt hocken wir halt nochmal auf den Baumstand. Ja, das spielt eigentlich nicht. Das Mal spielt schon eine Rolle. Gehen jetzt auch mal links dahinter. Es müsste eigentlich jetzt da vorne sein. Eriswil. Jetzt gehen wir schnell davor irgendwo in die Sonne. Irgendwo im Napfgebiet. Francesca und Pasquale irren jetzt seit 5 Stunden im Zeug rum. Wertvolle Zeit, um einen Unterstand zu bauen, ist futsch. An dieser Kreuzung sind wir doch jetzt vorher. Nein, an der sind wir, Schatz. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aggressiv, aber ich probiere es zu verbergen. Aber es kommt jetzt, glaube ich, schon wieder besser. Ich glaube, jetzt haben wir es dann langsam. Meinst du, da im Wald rein? Müsste ja fast. Das Napfgebiet ist zwischen Kanton Bern und Luzern. Es wäre eigentlich eine gut 2-stündige Wanderung bis in Hegewald, wenn man den richtigen Weg verwünscht hat. Schau, jetzt hat etwas Pieps bei dir. Hallo zusammen, herzliche Gratulation. Ihr habt das Ziel erreicht. Ihr dürft euch nun in diesem Wald einen geeigneten Platz suchen, um euer Camping aufzustellen. Wenn mit der Hütte jetzt nicht ganz fertig mögen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, das Feuer bringen wir sicher noch hin. Wenn wir Glück haben, gibt es noch eine Portion Reis. Das wäre das Beste. Das wäre geil, ja. Das würde ich jetzt sogar noch vor die Hütte stellen, dass ich etwas essen kann. Ja. Lieber, als dass die Hütte aufbauen ist. So oder so, die beiden müssen sich jetzt sputen. Dort ist Wasser. Ah ja. Aber da oben ist jetzt ein bisschen blöd. Schweizer Dschungel.
Also was willst du jetzt? Dort unten? Dort hin. Der Durst ist grösser als die Bedenken, Ja, ob das Wasser auch wirklich sauber ist. Schon recht Durst. Aber also abkochen, ich habe schon oft aus so Bächli getrunken und ich habe noch nie irgendwie etwas gehabt. So. Und erleichtert. Wir haben Wasser gefunden. Richtig geiler Es Geschmack. schmeckt auf jeden Fall geil. Also, Besser als Hahnenwasser daheim. ja, wirklich. Das Paar aus dem Kanton Aargau ist sich dem Risiko nicht bewusst. Im Ernstfall könnte das fatal enden. Dann ist es halt sein Leben auf das Wasser verwetten. Weil wenn sie am Schluss magen-darm-technisch reagieren und es abführt, dann, was machen sie? Sie werden neben dem Wasser bleiben, erschöpfter und erschöpfter werden und das Wasser nachtrinken. Und nach 4 Tagen Durchfall wird es ungemütlich. Dann ist die Dehydration so weit fortgeschritten, dass sie dann auch nicht mehr wegmachen. Noch zum Abdecken, schau mal da. Ah ja. Super, das ist zum Drauflegen gut. Ja, also ich glaube, wir haben das Plätzchen gefunden. Jetzt geht es darum, eine Schlafstelle zu bauen mit dem, was einem die Natur bietet. Das ist mit den Landbesitzern so im Voraus abgemacht worden. Es hat ringsum super Holz. Dort hat es mega viele grosse Äste. Zum Feuern hat es hat zum Bett machen dort. Die Es Tannenzweigli. ist perfekt da, finde ich. Mach mal gut. Ist der für da vorne gewesen? Ja, das ist schon gesagt. Ich denke, wenn wir dann nachher mal so ein Grundding haben, probieren wir dann mal das mit dem Feuer. Ja. Und dann mal etwas essen, Reis machen. Reis machen. Die Nacht kommt aber schneller als gedacht. Für ein Feuer reicht die Energie nicht mehr. Heute geht es ohne die Nacht ins Bett. Ja, wir sind müde, mögen nicht mehr. Ich glaube, irgendwann ist so der Pegel unten, Ja, wo voll. einfach Feierabend ist. Ja, voll. Im wahrsten Ja. Sinn des Wortes. Und es ist genug dunkel, dass ich nicht alle Viecher sehe, finde ich super. Für die erste Nacht reicht es, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich muss sagen, es ist warm. Ja. Ich hätte es kälter erwartet. Ein Trugschluss. Aus warm wird kalt. Guter Schlaf sieht anders aus. Nach der ersten Nacht im Camp kommt der Survival-Experte Mike Zuber vorbei mit wichtigen Tipps. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Miteinander. Nein, Wie geht's? ein bisschen durchgefroren von der Ein bisschen Nacht. durchgefroren? Ja, Ja. kalt gewesen. Ja. Wie ist das Gefühl? Wie wohl fühlt ihr euch? Noch nicht so. Noch nicht so, ja. Also nicht so sicher, vor allem wenn jetzt da würde der Regen kommen oder weiss ich was. Ja. Ja, dass wir dann halt einfach nass sind. Und wärmetechnisch. Mhm. Und strasstechnisch? Weißt du, wenn du sagst, sicher, Eigentlich schon. die Straße gibt Sicherheit. Schon Ja, rein, das ja. schon. Ja. Okay. Ich finde es darum spannend. Für mich ist es wie schockierend, wenn man so viel nachher die Straße geht. Also, jetzt kommt ein Psychopath vorbei wie ich und sieht irgendeine junge Frau, ein Mann mit einem Kollegen, mögen wir dich und du hast das Problem. Nein, ist jetzt übertrieben, aber für mich ist es wie so, wenn ich in der Natur raus bin, ist wie so, umso weniger man mich sieht, umso wohler und sicherer fühle ich mich. Und dann suchen wir uns als erste Übung einen Platz zum Wohlfühlen und setzen uns am Boden. Ich nehme jetzt den da sonst mit. Kann ich da drauf sitzen? Ich hoffe, das ist Jetzt ist das der schönste Teil. Weil ich kann, wie gesagt, am Boden sitzen und die nehmen ein Stück Holz und einen Topf. Und das ist wie, für mich ist das, klar, das ist jetzt ein bisschen Spielerei, aber es zeigt wie, man ist nicht wohl. Und das wäre wie mein erstes Ziel, das ich mit euch anschauen würde. Dann würde ich euch einladen, zu mir am Boden zu sitzen, da wo ich mich wohlfühle. Ohne Topf und Baumstrunk. Und ich hoffe, wenn ihr hier am Boden sitzt, merkt ihr vielleicht, je nachdem, okay, es ist relativ hart, es ist nicht unbedingt der weiche Boden. Und es hat natürlich wenig Polster und so weiter. Das heisst, wie, ich hoffe, ich bringe euch dazu, euren Standort in Frage zu stellen.
Also, los geht's. Ich würde hier, ihr habt ein paar Einschränkungen, die ihr finden werdet, die euch in gewisse Ecken zwingen, die vielleicht zuerst nicht die Idealwahl ist. So auf die Schnelle hätte ich gesagt, ist es gar nicht so schlecht. Was meinst du vom Liegen her? Ich finde es bequem. Das ist eigentlich nicht schlecht, ja, wenn du das Zyklen wegnimmst. Es ist viel weicher als hier oben. Dickes Holz. Es wird nicht komfortabler mit dem Holz, aber ihr habt wie so viel Isolationsschicht. Und dann biegt ihr da drauf. Idealerweise füllt ihr euer gesamtes Biwak etwa 3 Mal. 2 Mal liegt ihr drin und komprimiert es. Und das 3. Mal ist es eure Bettdecke. Okay. Dann schläft ihr näher rein. You were a phonograph. I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Letzte Nacht waren wir tatsächlich mal so weit, wo wir gesagt haben, oh mein Gott, warum haben wir uns da angemeldet? Aber jetzt ist es wieder gut, tipptopp, ja. Es ist nur, bis man mal, glaub, so ein bisschen Ja. den Anfang hat und Okay. drinnen ist in dem Ganzen. Für das Feuer wollt ihr vorbereitet sein. Weil das Schlimmste, was passiert, ist, wie euer Start brennt und nachher ist nichts mehr da. Wir wollen für Funken zu greifen, wollen wir ein Vogelnestchen. Und zwar auch so, wie sie gebaut sind. Innen wollen wir sie ganz fein, kuschelig, warm. Und damit wollen wir eine grosse Oberfläche, wo die Funken greifen. Und umso weiter raus, umso mehr wollen wir grobes Material. Und das wird unser Sonderbau. Von lebenden Bäumen nehmen wir nicht, aber die sind tot, deshalb kommen sie so gut. Genau. Machen wir das einmal? Tipptopp. Also dann machen wir hier. He? Machen wir da. Der Hunger drückt langsam durch, ja. Ja, man merkt halt auch, dass die Energie ein bisschen nachlässt. Ja. Weil der Nährstoff auch fehlt. Jetzt hoffen wir, dass wir hier etwas Stand bringen. Ja, es wär schon cool, wenn wir jetzt hier ein bisschen Reis könnten machen. Sehr richtig. Meinst du, geht das so? Ich weiss nicht. Ein feines in die Mitte rein. Also so, hä? Oh, schau jetzt. So schnell. Komm aber, bevor es abgefackelt ist. Geil! Beim ersten Versuch hätte ich jetzt nicht gedacht. Neben dem Reis vom Gabentisch haben die beiden noch Bouillon und Salat zur Verfügung. Das wird das Menü für die nächsten Tage. Ja, das wird geil. Nicht runtergefallen. Gut. Ja, der Rest macht er nicht. Der ist geiler als daheim. Richtig geil. Mega fein. Es tut verdammt gut. Das ist mega auf den Kopf. Also es macht mega Freude. Es tut gut. Aber ich denke, es wird schon wieder ein Moment kommen, wo ich wieder alles hinrühren könnte. Aber jetzt gerade blende ich das aus. Ich genieße es jetzt eben. Es ist 5 Uhr am Morgen. Guten Morgen. Sind ihr aber zu leisig dazu geschlichen? Rechte Zeit. Also diese Nacht war deutlich besser. Guten Morgen. Morgen. Zum Glück zum Geburtstag, Schatzeli. Danke. Bitte. Ja, ich habe dir jetzt leider nichts gegeben, gell? Schon gut. Wäre es heute offiziell 25.
Genau. Aber es ist auch cool, es ist mal etwas anderes. Man braucht ja nicht immer Geschenke und weiss ich was alles. Ich bin zufrieden. So. Es ist Zeit für meine Medis. Die muss ich täglich halt nehmen. Das war so ein bisschen mein Lebenselixier, ohne geht es nicht. Aber das stört mich eigentlich nicht. Also es ist ein Schluck und dann ist es weg. Die Hormone haben mit einer grossen Lebensentscheidung von Pasquale zu tun. Schon weg. Die schauen, dass ich nicht sterbe irgendwie. Nein, also die Hormone machen ja sehr viel, das Testosteron. Es ist nicht nur ein Sexualhormon. Wenn ich zu wenig Hormone habe, dann baut sich auch halt Muskeln ab, Knochen wird sich abbauen, ich komme Haarausfall über, Depressionen, endlos. Ja, es ist Sexualhormon, es läuft halt sonst nichts mehr. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So. Also die Liste ist lang, darum bin ich froh, habe ich jetzt einen Ersatz. Und, ja. Für Pasquale war es ein langer Weg, bis er seinen Platz gefunden hat. Er lebt jetzt mit der Francesca zusammen zu Uetzwil. Ja, also ich bin einfach, ich sage es ganz einfach, im falschen Körper geboren. Ich bin biologisch als Frau, als Mädchen auf die Welt gekommen. Ich bin das einfach nie gewesen, schon. Also ganz tief innen habe ich immer gewusst, ich bin einfach ein Bub, ein Mann. Das Schwierigste an dem Ganzen ist einfach, sind nicht mal die Operationen oder die ganze Transition, sondern das Leben vorher. Weil mir existiert sozusagen gar nicht. Oder früher hat es auch die Isabel gegeben und ich, der Pascal, der hat nicht existiert. Ich konnte kein Leben führen. Das ist eigentlich so, als wäre man in einem wandelnden Gefängnis unterwegs. Und darum nimmt man dann auch den ganzen Weg auf sich, dass man dann frei ist und sich selber kann sein kann. Weil da gibt es keine Alternative. Mehr als 20 Operationen musste Pasquale in den letzten 10 Jahren machen. Das hat Spuren hinterlassen. Also diese Narbe, das ist von der Mastektomie, der Entfernung der Brust, wo für mich eigentlich wie ein zweiter Geburtstag war, dazu mal der erste grosse Schritt in die Freiheit. Und ich mich auch nicht mehr verstecken musste, auch baden. Die Bade war ganz wichtig für mich. Ja, das ist schon... Also ich war mega happy, nach dieser OP ist steil bergauf gegangen. Heute fühle ich mich wohl in meinem Körper. Also ich bin angekommen, das bin ich bin der Pascal, ich bin ein Mann. Und ich wäre heute vermutlich auch nicht mehr da, wenn ich die Transition nicht hätte machen können. Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Wir machen jetzt hier ganz schnell ein kleines Päuschen am Waldrand und genießen die Sonne, die jetzt gerade weg ist. Und es sieht fast so aus, es könnte sein, dass wir heute nass werden. Es kommt Seichen. Ja, jetzt müssen wir noch schnell ein bisschen Gas geben, dass wir nicht nass werden, sonst wird es ungemütlich in der Nacht. Das tönt nicht schön. Scheiße. Bis jetzt hat das junge Paar immer schönes Wetter gehabt. Das ist mit der Grund, warum ihr Biwak noch aussieht wie ein Emmentaler Käse. Stressen tut sie aber auch das nicht allzu fest. Körperlich anstrengend ist das schon, weil es geht recht in den Rücken.
Vor allem, weil ich da ja recht gebückt muss arbeiten. Und man merkt halt schon auch, eben, man trinkt weniger, man hat nicht gerade Essen, es braucht Energie vom Körper, es braucht Zucker. Das merkt man dann schon, dass man halt irgendwann so an die Energiegrenze kommt. Wir haben das noch nie in die Haare bekommen, also ist es wirklich keine Lüge. Also ich staune selber an uns, weil ich dachte, spätestens, wenn er keins mehr rauchen kann und Hunger hat, ist es vorbei. Ja, das ist wirklich so. Ich kann jetzt eigentlich nicht so müde, dass ich nicht rauchen kann. Bin ich erstaunt, aber froh natürlich, ja. Haben wir es härter vorgestellt. Ja. Also langsam gehen wir die Beine. Aber jede Minute, wo es länger trocken bleibt, ist gut. Ja, jetzt kommt's. Scheiße, jetzt kommt's wirklich. Wenn es nass ist, wird es schnell ungemütlich im Wald. Jetzt zeigt sich, ob der Unterschlupf verhebt. Wenn es jetzt so bleibt, denke ich, wird es schon irgendwann nass. Und ich spüre da an der gewissen Füße jetzt. Aber es stresst mich noch nicht groß. Eigentlich bis jetzt. Wenn es jetzt Nacht wäre, hätte ich glaube schon eher. Ja. Ich schaue ein bisschen weg, bis es dunkel wird. Bis jetzt tropft da noch gar nichts. Bis jetzt ist es trocken. Ja. Wir schaffen das. Ja, easy. Easy. Die Gewitternacht haben sie einigermaßen überstanden und der Mike bringt ihnen jetzt eine Botschaft, die sie nicht damit rechnet. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's bei euch? Es geht. Heute nicht so fit. Ich habe für euch eine gute und eine schlechte Nachricht für den heutigen Tag. Okay. Zuerst die schlechte. Ja, das ist doch gut. Sie sehen wunderschön aus, auch wenn es die schlechte Nachricht ist. Danke. Danke. Das Briefli. Liebe Francesca, lieber Pasquale, alles, was ihr gelernt habt in den letzten Tagen, dürft ihr jetzt mit auf die lange Reise nehmen. Die nächsten 2 Nächte verbringt ihr on the road bzw. in der Natur. Die Strecke muss mit eigener Muskelkraft bewältigt werden. Wir erwarten euch beim eingezeichneten Ziel am frühen Nachmittag des 3. Tages. Viel Glück, euer Abenteuer-Wildnis-Team. Ja, Warte, das ist entspannt. gar nicht so schlecht. Das ist doch super. Wir laufen Mal gern. noch ein bisschen Abwechslung. Die gute Nachricht ist, die müssen nicht ganz ohne Unterstützung starten. Oh, mega. Voll Hey, geil. danke vielmals. Wieso Und am nicht Schluss, gerade zu damit die meinem Energie Geburtstag? sogar durchmacht, gibt es noch eine riesige Ergänzung. Richtig geil. Ja, das ist richtig geil. Da freuen wir uns. Freuen wir uns. Bevor ihr euch aber nachher auf den Weg macht, würden wir hier noch alles zurückbauen, sodass man nicht gerade sofort sieht, wie lange und was ihr hier so gemacht habt. Das tut schon noch weh, ja, muss ich auch sagen. Wir haben da wirklich viel Kraft, Energie, Zeit investiert. Das wird sicher eine Challenge, der Weg, weil der Energiehaushalt ist jetzt wirklich dunkel. Also trotzdem, dass sie ein bisschen Reis haben, sieht man es an und merkt, dass die Energie ist aus. Und das wird eine Kopfarbeit. Follow the sun, which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air. Aufs Team NAP wartet als Preis für ihr Abenteuer ein Wellness-Wochenende in einem schönen Hotel. Wenn sie dann bis zum Schluss durchhaben mögen. Bis auf die Blätter an den Füßen, denke ich, geht es uns beiden relativ gut, gell? Ja, es geht eigentlich sehr gut. Also, heute Morgen hätte ich es nicht erwartet. Heute Morgen ist es mir recht dreckig gegangen. Aber jetzt ist es tipptopp. Und die Wanderung ist wirklich... Also, selten so ein geiles Panorama gesehen. Also, schöner gibt es fast nicht.
Follow, follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Am Horizont sieht man sogar schon das letzte grosse Hindernis, das den beiden noch im Weg steht: die Schrattenfluh. So, Also dahinter dort. dahinter. Ganz wenig Okay, Schnee. fast Einer vor dem macht. Von ihrem Camp im Hegewald in der Nähe von Lutern starten Francesca und Pasquale ihre Reise der Kantonsgrenze entlang bis über die Schrattenfluh. Knapp 50 Kilometer Wanderweg in 2,5 Tagen. Nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love, I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming. Über die Hälfte der Strecke haben sie schon geschafft. Übernachtet haben sie letzte Nacht in einem Stall. Jetzt müssen sie noch mal alle Kräfte sammeln für einen Schluss bis auf die Schrattenfluh. Morgen ist fertig, es ist zielgerade. Also ich will jetzt sicher nicht aufgeben. Ich habe gesagt, da müsste mir jetzt einen Scheichen brechen oder so. Nein, das ist... Nicht so kurz vor dem Ziel. das gibt ein gutes Gefühl Ja. selber, dass man es geschafft hat oder durchgebissen hat. Und ja, das ist schon schön. Achtung, jetzt nicht kurz lassen. Ja. Ich muss davon jedes Mal gerade denken. Ja, jetzt ist es wirkt schon ein bisschen beängstigend. Aber nicht vom Mögen her, eher von der Höhe, also so, ja, der Steile. Aber da schaffen wir schon. Der Sieg ist abartig steil. Ne? Knapp 1000 Höhenmeter sind es bis zum höchsten Punkt von ihrer langen Reise. Nach 1,5 Tagen Wandern ist das Paar am Tagesziel und sucht einen Platz zum Schlafen. Sie können in einem Stall übernachten, aber Essen und weitere Hilfe annehmen, das ist verboten. Wir sind von SRF bei den Leuten, Abenteuer Wildnis. Und jetzt suchen wir noch ein gemütliches Plätzchen zum Übernachten. Das könnt ihr schon machen. Oh, das Ah, wär wirklich? super. Das wäre super. mega lieb. Da wären wir mega dankbar. Ja, da wären wir wirklich dankbar. Also, dann kommen wir das heute zeigen. Ah, das Ah, wär mega wunderbar. lieb. Danke Danke vielmals. vielmals. Sind ihr auch schon auf der Schrattenfluh oben gewesen? Ja. Ist das noch weit von hier? Ja, es ist schon noch ein Stück. 2,5 Stunden. 2,5 Stunden, okay. Also bis man da oben ist. Bis ihr oben seid, ja. Ja, wir haben es nicht gerade so gesehen. Es sieht schon ein bisschen beängstigend aus. Ja, es ist natürlich, wenn ihr da herkommt, dann steigt es dann schon an. Dann kommen wir nachher dort, bei diesen 2 Flecken, Schneeflecken, dort kommen wir nachher drauf rauf. Okay. Ah, so links. Ja, Ja. okay. Ja. Ja. Geht schräg hinterher. Ja, geht nachher einfach so schräg, ob dann Tossen geht es nachher durch. Und dann kommen wir eigentlich dort, wo die schönste Stelle ist, kommen wir nachher drauf rauf. Da würde ich sogar erlauben, einen Ballen aufzuladen, könnt ihr dort rein. Also. Da schläft man sicher gut. Schmeckt auch gut. Wirklich gut. Das ist so. Tipptopp tiefer Schlaf. Okay, Und wunderbar. dann glaube ich auch so, dass wir das haben. Ja, auf jeden Oh, Fall. das sieht gemütlich aus. Danke Also, vielmals. gut. Merci. Füße auf und dann ist Feierabend für heute. Wir müssen Ja, nicht ja. der Fitzi geht hier weit. Ja. Kannst du noch das Kopfküsse machen? Wow, das tut richtig gut. Wenn wir ein bisschen Platz würdest machen, könnte ich auch noch kommen. Aha, da ist so. Ja, machen wir noch Kopfküsse. Oh, richtig gut. Das So ist gerade schön. so Staub in der Luft. Morgen ist der letzte Tag vom Abenteuer Wildnis. Was genau da aber noch auf sie zukommt, das wissen sie jetzt nicht. Am Morgen um 7 Uhr geht's los. Das Ziel vom Schlusstag: die Schrattenfluh bezwingen, wo knapp 2100 Meter hoch ist. She went down the forest
geht in die Beine. Ja, Es ist anstrengend, ja. Es brennt schon ein bisschen. aber macht Vor Spaß. allem schon nicht mehr so Kräfte halt jetzt. Nach dieser Woche. Aber es ist geil. Gefällt mir. Oh. Oh, geil. Oh. Schau mal das an, hey. Wir haben es geschafft, Schatz. Fast. Mega. Das ist geil, ich könnte gerade brüllen. Ja, ich war mein ganzes Leben Grossteil gefangen. Und ich habe gekämpft für meine Freiheit. Mir ist ganz wichtig, dass ich frei bin und oben. Das ist einfach, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das Gefühl, das einem da gibt, die Aussicht. Es ist einfach, als wären wir schon im Himmel. Das ist geil. Ja. Ja, das ist geil. Ich verstehe, was er da meint, ja. Ich fühle das eigentlich auch gleich. Bei mir ist eher so ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen, mal mit hingehen, wo niemand ist. Und darüber innen schauen. Und weit aus ist einfach nur die Weite. Und das ist schon Freiheit, ja. Nach diesem Aufstieg geht das Abenteuer noch mal weiter. Die Schrattenfluh im Kanton Luzern ist ein grosses Karstgebiet. Und das heisst, dass hier tief unter dem Felsen noch eine andere Welt existiert. Die Steine sind verdammt geil. Endlich haben sie es geschafft. Eine letzte Aufgabe wartet aber noch aufs Paar. 8 intensive Tage sind die beiden unterwegs gewesen. Stolz sein. Haben wir gut Oh, gemacht. haben wir gut gemacht. Hey, hoi zusammen. Hoi. Dolly, Ja, da noch etwas. Das ist, glaube ich, für euch. Ah, danke Okay. vielmals. danke. Liebe Francesca, lieber Pasquale, ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft. Wir gratulieren. Das Ziel ist nah. Die Trophäe für euer Abenteuer Wildnis befindet sich unter euch. David Schneider wird euch in die Unterwelt begleiten. Die Axt müsst ihr aber schon selber finden. Da. Ich finde immer so schön, Ich bunker, wenn man aber... so ein bisschen in die Augen schauen kann, wenn wir die Leute wirklich den Eingang sehen. Aber es ist cool. Da. Cool, ne? Ja. Sieht noch tief aus, ja. Zu mir gehen, es ist ein bisschen tricky, aber wenn man weiss, wie, ist es mega einfach. Beide Beine hin, abhöckeln, gut haben da, dann mit den Beinen runter. Okay. Allein darf man nicht in die Höhle. Darum ist der Älpler David Schneider mit dabei. Er kennt den Ort besser als sein Hosensack. Wow, hure geil. Riesig. Als ich zuerst mal die Höhle entdeckt habe, oder ich sage jetzt mal wirklich der erste Mann, der da unten war, war ein Bauarbeiter. Okay. Einer, der hier oben gearbeitet hat, die haben sich nachher abgeseilt. Und sie dachten, hey, was ist da unten? Und sie sind anschauen. Und die haben das ganz speziell angeschaut da unten. Die haben nur eine Kerze. Ja. Das ist jetzt meine Überraschung. Also, wir lösen das Licht löschen. Langsam. Und ich glaube, ihr werdet jetzt das Ziel auch mit
mit einer Kerze erreichen. Danke. Danke. Nur mit Kerzenlicht und ohne Hilfe geht es weiter und es wird immer enger. Ja, gehen wir doch da mal hin. Die letzte Kraft von der Beine schwindet auf. Ja. Was wir genau suchen, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Die Axt dazu müsst ihr schon selber finden. Ja. Ah, da ist Oh, etwas. da Da ist sie. ist sie, die Axt. Ja, wir haben es geschafft. Hey, wir haben es geschafft. Voll gut. Wir haben es geschafft. Haben wir gut gemacht. So gut. Challenge gewonnen. Ja. Wir sind harte Krieger. Ja, wir haben gesagt, wir ziehen jetzt durch. Wir hatten sehr schöne Zeiten gehabt, lustig, aber nicht nur. Also wir mussten auch beißen, kämpfen, durchheben, Hunger haben. Hunger haben, Wir können aufs frieren. WC gehen. Es hat auch Momente gegeben, wo wir am liebsten heim wären. Ja, Aber manchmal. ja, nein. Wir haben immer gesagt, nein, jetzt ziehen wir es durch. Ja. Und jetzt sind wir froh, haben wir es durchgezogen. Jetzt sind wir stolz. Jetzt sind wir stolz, ja. Ja. Dürfen wir, glaube ich, sein. Am Höhlenausgang wartet noch eine Überraschung. Am Pasquale seine Eltern sind da. Oh. Hallo. Hallo. Ja, eigentlich nicht, aber... Hallo. Danke. Ja. Das Team Napf hat das Abenteuer Wildnis gemeistert. High five. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.